Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Jetzt gehen wir mal hoch zum Professor Toto. Da ist er schon. Professor Toto? Ja, zu dem wollten wir auch hingehen. So. Dann hämmern doch hier. Prinzessin, bitte vergebt mir meine Dreistigkeit, euch in so chemische Behausung zu empfangen. Hier wohnt ihr also, Professor? Ich habe Alexandria verlassen und war seitdem ständig auf der Suche nach Geldgeber von meinen Forschungen. Glücklicherweise habe ich hier in Trino bald einen Gönner gefunden und habe mich niedergelassen. Aber wie bezaubernd ihr Mauer seid, mein Herz ist erfüllt von Freude, dass es mir noch einmal vergönnt ist, euch zu treffen. Professor Toto, es fragt mich bei euch bei guter Gesundheit und Laune anzutreffen. Oh, ich sehe, die Prinzessin hat den euch einen treue und verlässliche Reisebegleiter. Ja, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen im Gewissen und in dem Wissen, dass die Prinzessin auf so eine gefährliche Reise allein zurechtkommen muss. Ein ernster Zeitgenosse wie eh und je. Ihr habt sicher gute Gründe für die Reise. Ich wäre euch also keine lästige Frage stellen. Jedenfalls habe ich die Silbernodel in der Truhe hier. Bitte verfahrt mit ihr, wie es euch beliebt. Ich bin da mal so frei und so. Unverschämter Kerle, Dankeschön wäre ja wohl das Mindeste. Bitte beruhigt euch, der Hauptmann Steiner. Es ist in Ordnung. Okay. Damit kann ich endlich Blank befreien und so. Es ist schon wirklich eine Schande, dass ich allerdings mit elendem Diebespack zusammen schaffen muss. Und? Professor, ist das der alte Gaia-Globus? Richtig. Recht akkurat die Nachbildung vom Planet, der uns beheimatet. Gaia. Ihr habt mich damals viel gelehrt, Professor. Ich hoffe, mein trockener und langweiliger Unterricht konnte euch im Nachhinein betrachtet das ein oder andere Mal zum Nutze gereichen. Entziffert man mehr als 500 Jahre alte Schriftstücke, stößt man doch immer wieder auf zwei bestimmte Begriffe. Zum einen Schatzkristall, zum anderen Esper. Aber beide Begriffe findet man in keinem einzigen Schriftstück, was jünger als 500 Jahre ist. Laut dem angesehenen Archäologe Frederik Asch handelt sich dabei um Schatzkristalle und Kette, die in Alexandria von König zu König weitervererbt worden sind. Jedoch kommt es mir seltsam vor, Kette als Kristalle zu bezeichnen. Und aus der Abhandlung über die Beziehung zwischen Bestia und Steg aber nur als überaus interessant bezeichnen. Professor Toto! Ja, Prinzessin. Ihr habt wohl gerade wieder ein ganz schweres Buch gelesen, nicht wahr? Leider habe ich bereits so gut wie alle Bücher hier durch. Es ist nur, dass sich mein Geist beruhigt, wenn ich von Büchern umgeben bin. Uff, ich finde ja schwere Bücher ziemlich doof. Ja, Prinzessin, ihr sollt euch aber bessere Sprechweise angewöhnen, die eurem edlen Blut entspricht. Schwierige Bücher missfallen euch also, meint ihr. Gut. Aber obwohl mir schwere Bücher missfallen, so war es letztes Mal sehr spannend, als ihr mir aus dem Ende vorgelesen habt. Wie hieß das gleich nochmal? Deine Taube möchte ich sein. Einzelne Werke von Meister Yvonne. Sehr wohl, mich dünkt es ebenso. Na, was sagt er, war das beim edlen Blut auch gemessen? Mich dünkt. Ihr solltet heute nicht vergessen, eure geliebte Linie zu düngen, teuerste Prinzessin. Professor Toto, was ist denn das hier? Gaia Globus, ein Modell vom Planet, auf dem wir leben, sozusagen. Gaia Globus, leben wir etwa in der runde Kugel, ich meine dem Globus? Nicht in, sondern auf dem Globus, beziehungsweise auf dem Planet. Hä? Moment mal. Ein Planet besitzt Energie, besitzt Leben und es wird zur Grundlage der Theorie über die Beziehung zwischen Stern und Beschwörung. Die hat die ganze Zeit das Ding um der Halswasser da disputiert. Und das bedeutet wiederum... Es ist es. Oh, Prinzessin, ich bin viel mit um Verzeihung. Ich hab mich mal wieder hier reisen lassen. Schon gut. Und sag mal, was ist denn auf dem Globus mein Zimmer? Nun ja, dermaßen detailgetreu ist so ein Globus sicher nicht. Aber das Schloss ist drauf, oder?
Oh, ich befürchte auch das Schloss. Und Onkel Sids Schloss. Es ist jetzt bald 8 Jahre her. Ja, wie schnell die Zeit doch vergeht. Seitdem habe ich immer wieder Bücher und andere Materialien zusammengesammelt und meine Forschungen fortgesetzt. Also der mehrere Schichten, wie man das sieht. Also der scheint doch sehr effizient zu arbeiten. Auf Basis von einer Karte, die er angefertigt hat, im Rundformat. Und der Gaia-Globus? Ja, der hat schon so einiges durchgemacht, aber ich repariere das gute alte Stück und benutze nun als Sternewarte. Die Sterne aus dem Herzen Gaias betrachte. Irgendwie interessant die Perspektive, wie ich finde. Das stimmt. Prinzessin, ich möchte euch nicht belästigen und euch über die bisherigen Geschehnisse ausfragen, aber ihr solltet wissen, dass ich auf eurer Seite stehe. Wenn ich euch also mit meiner bescheidenen Fähigkeit zur Hilfe gereichen kann, so wäre es dem alten Wirrkopf eine große Ehre. Ach, Professor Toto. Ich verstehe. Nicht so klar, aber die Königin geht also schon so weit. Wie ihr wollt. Ich halte es zwar für gefährlich, aber ich werde euch helfen, wieder nach Alexandria zu gelangen. Aber wie nur? In weiser Voraussicht, dass es eines Tages mal von uns sein könnte, habe ich den sehr alten Mechanismus restauriert und regelmäßig gewartet. Hier entlang, bitte. Oh, soll es etwa heißen, dass wir nach Alexandria zurückkehren können? Ich komme auch mit und so. Was mit dann du mit deiner Alexandria, du Lump? Von Alexandria aus ist es nicht weit zu einem verdammten Wald in dem Blenk als Stehstatue, als er da sei frischtet und so. Wunderbar, dann gehen wir wieder alle zusammen. Nette Warsteine. Wir müssen Blank und nach Mama helfen. Na, dann ist so abgemacht. So, Nasenmann. Ohne Treiben einige gefährliche Kreaturen hier Wesen, bitte seid also ganz besonders auf der Hut. Wenn ihr bereit seid, dann klettert bitte die Leder hier noch runter. Weil ich bin Pelzer und Leder heißt Leiter und der Werkstoff Leder heißt in der Pals Leder. Das musste einfach sein. Hoho, Partie Karte also. Ich hoffe aufrichtig, einen würdigen Gegner sein zu können. Ja, höchstwahrscheinlich wesentlich stärker als ich. Aber schauen wir mal. So, zeig, was du hast, Nasenmann. Hier. Aber ich glaube, der hat ziemlich gute Karte, der Alter. So. Der Name. Okay. Dann machen wir das so. Da stecken wir uns so ab. Dann können wir, glaube ich, so glatt machen. Uah, nein! Das war jetzt eigene dumme Schuld. Naja, die holen wir uns wenigstens wieder. Ach du Scheiße. Das war jetzt aus eigener Dummheit entstanden. Komm. Machen wir jetzt noch einmal. Ups. Das war echt aus eigener Dummheit. So. Dann. So. Probieren wir es doch einfach mal so. Da haben wir Dendo, können wir da drauf machen. Da können wir es uns zumindest 3 verbocken. Und dann können wir... Ah, sehr schön. Gut, dann gehört die Mimik hier mir. Okay, dann lassen wir den mal Mensch sein. Und können hier runter. So. Müsste die Gargantula sein. Genau, Gargantula-Tunnel. Die Musik ist auch so geil. Das hier ist die Gargantula-Bahn, die in alter Zeit Alexandria und Treno verbunden hat. Wie kommt es denn, dass es unter einem Turm wie dem hier sowas gibt und so? Die Bahn stammt noch aus Zeiten, in denen es keine Luftschiffe gegeben hat. Und die Bahn wurde unter einem Turm gebaut, sondern der Turm über der Bahn. Aber alles wirkt so, als wäre es erst vor kurzem erbaut worden. Ich unterrichte Baron Bishop über den Ort. Ich habe Baron Bishop über den Ort unterrichtet und habe gebeten, hier alles mit ein wenig zu restaurieren. Allerdings wurde die Bahn seitdem noch nicht benutzt. Als erstes muss man die Weiche umlegen, sonst kann die Gargantula gar nicht hier durchkommen.
Aber der weiche Schalter, wo war der gleich bitte? Wie die Bahn jetzt genau funktionieren soll, ist mir zwar nicht ganz so klar, aber fürs Erste sollten wir die weiche Schalter finden. Prinzessin, lost und zurückgehen. Okay, was sagst du, Nasenmann? Aber der weiche Schalter, wo war der gleich bitte? Ja, wir werden es doch irgendwie rausfinden. Moschus. Ich hätte sogar ein Brüch. Okay, dann speichern wir erstmal hier. Ach, Final Fantasy 9 hat so ein geiles Soundtrack generell. Herrlich. So. Hüp. Nö. So, gucken wir nochmal hier rum. Und ein Plattenpanzer erhalten. Ich kann nicht so viel IK vermissen. Ich glaube, das ist ja schon eine weiche Schalter, oder? Genau. Hier noch irgendwas? Ah, da ist ja auch der Neville wieder. Aber die Gargantula werden wir definitiv noch sehen. Die ist ziemlich interessant, würde ich sagen. Oh na, was gibt's nur zu Rülpser? Der Stomachus. Scheiß Typ. Bäh. Ugh. 612 Schade macht er mittlerweile, der gute Steiner. Gewitterleid. So, finish him. Sicher. Konter, sehr schön. Ich liebe die Ability, gerade für so fette Kämpfer wie Steiner ist das perfekt. Das Mithril-Schwert ist auch ganz schön geil, was er da hat. So. Und ein Level-Up hat er auch noch gekriegt, der gute Ritter. So. Wascheln wir mal wieder dort hier. So. Und hier haben wir noch was. Joink. Eine Phönixfeder. Und das Ding legen wir um. Zip. So. Dann müssen wir die Gargantula rufen. Ne? Okay, der sagt wieder nur dasselbe. Dann müsste die Gargantula eigentlich jetzt allmählich unterwegs sein, oder? Ich weiß nicht mehr, war das jetzt links oder wo? Na, ich guck. Ich werde schon gucken, wir werden es finden. Ih, was zwitschert hier? Was bist denn du für einer? Bephisto-Libelle. Der macht Markus wütend, sodass der immer nur normal angreifen kann. Oh. Also gar nicht, macht doch nicht wirklich Schade, genauso wenig wie Stein. Oh, Markus macht auch nicht viel Schade. Aber das Vieh glücklicherweise auch nicht. Steiner. Sehr schön. Auf seine Stärke kann ich mich immer noch verlassen. So wird's gemacht. Und Level Up hat er gelernt, der gute Mann. Mephisto-Libelle habe ich jetzt auch als Card gekriegt. Okay. Was hat er dann gelernt jetzt? Mithril-Fäustling, nee. Es werde Licht und Level Up. Perfekt. Dann kann er jetzt hier Holzauge lernen. Und die Barbuta tragen. Sehr schön. Ich glaube, das war hier, genau. Da ist das Tor runter. Dann kann ich hier Feed. Keine Reaktion. Skurril. Da komme ich nicht durch. Da kommen wieder irgendwelche Gegner. Bam, 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 bam. Ekelkriecher. Bam, 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 bam. Einer ist schon weggerulpst. Sehr schön. Die geht, aber glücklicherweise verfehlt. Ja, die Konterchance ist jetzt hier nicht allzu gigantisch, muss ich dazu sagen. Aber hin und wieder hat Steiner mal die Möglichkeit, wenn er getroffen wird, einen Konter zu machen. Und dann geht's richtig ab. So. Ah ja, da hinten ist noch ein Bereich. Ja, genau. Nur damit können wir die Gargantula ins Innere passieren lassen, wo sie sich dann im Kreis bewegt. Im Kreis bewegt? Ganz recht, die Gargantula-Bahn stellt man sich am besten als eine Art großer Kreisverkehr vor. Und wenn wir nun mit dem Schalter die Weiche umlenken, so wird die Gargantula auf den Kreisverkehr geführt und auf ihm gefangen. Kreisverkehr? Gargantula? Ich befürchte, ich kann euch nicht ganz folgen.
Ich würde euch liebend gern alles über die faszinierende Mechanismus erzählen, aber ich befürchte, die Zeit haben wir nicht. Jetzt hat der Schalter Vorrang. Okay, wenn du das sagst, Nasenmann, dann machen wir das doch. Da kommt sie. Huch, Da ist es die Gargantula. Glücklicherweise harmloses Wesen. was ist denn das? Pünktlich auf die Minute. Das ist die Gargantula, die sich entlang der Wurzeln bewegt. Und an ihrem Rücken ist eine Passagiergondel angebracht. Jetzt müssen wir sie nur noch zum Anhalten bewegen. Ja, du müssen wir jetzt zum Futterschalter dafür. Nasenmann? Wo war das doch nur? Na, da kommt die Gargantula die ganze Zeit im Kreis angewurstelt. Rennt dann die ganze Zeit durch die Gegend. So. Dann drücken wir. Ja, genau, das ist es. Leg den Hebel um und wenn die Gargantula dann anhält, dann... So, da gibt's jetzt nämlich Futter. Und dann kannst du halt mal auch ein bisschen was essen. Bitte dummelt euch, wenn das Futter gefressen hat, dann rennt sie gleich wieder los. Sollen wir da wirklich einsteigen, wenn sie wieder losläuft? Sind wir dann nicht in dem Kreisverkehr gefangen? Keine Angst, Prinzessin, ich werde Schalter bedienen, um die Weiche wieder umzustellen. Wie der Steiner nachguckt. Hauptmann Steiner, kümmert euch bitte um die Prinzessin. Ich verlasse mich auf euch. Sein Obersack, Professor, das könnt ihr auch. Die Prinzessin ist zwar gewiss nicht mehr das kleine Kind von Selemuls, aber trotzdem ist er noch so jung. Ich bin ein bisschen beunruhigt. Hauptmann Steiner, seid bitte wachsam und trefft die richtige Entscheidung. Aber ich bin doch nur ein erfahrener Ritter. Steht man nicht frei, eigene Entscheidungen zu treffen. Wollt ihr doch damit sagen, ihr könnt keine eigene Entscheidungen treffen? Hauptmann, versteht ihr das nicht? Wer keine eigene Entscheidungen trifft, der verharrt sein Leben in der Passivität. Ich schreib's mir hinter die Ohren. Jetzt heißt also für Weile lebe wohl, Prinzessin. Professor Toto, bleib wohl auf. Jetzt muss ich mich aber dummeln. Ja, Steiner fängt allmählich so an, sich zu entwickeln und nachzudenken. Bleibt nur noch die Weiche umzustellen. Ja. Und weg sind sie. Prinzessin, passt bitte auf euch auf. Das ist ein guter Mann. Der ist so das, was der Opa von Red im 13. in Final Fantasy VII war. Und so geht unsere Reise also wieder weiter und so. Mit der Bahn kommen wir bis nach Alexandria, nicht wahr? Man sieht gar nicht mehr, wo wir eingestiegen sind und so. Wie lange werden wir hier wohl noch unterwegs sein? Das hätte ich mal träumen lassen mit so einer ungewöhnlichen Transportmittel, mähnlich. Ja, Professor Toto war schon immer ein bisschen exzentrisch. Was geht denn hier vor? Sieht so aus, als würde die Gargantula Bocke. Ja, scheint wohl ihr natürliche Fressfeind zu sein, ne? Prinzessin! Ja, du scheint wohl ihr natürliche Fressfeind zu sein. Ziemlich ekelhaftes Vieh. Ist das etwa der Grund dafür? Und es ist, glaube ich, der Basilisk. Final Fantasy Version zumindest davor. Dürfte, glaube ich, ein Basilisk sein. Der kann versteinern. Ja, hätte ich mich eventuell noch mit dem Giga-Ability ausrüsten sollen. Na egal. Wir werden schon hinkriegen. Machen wir mal Trisaster auf das Biest. Probieren wir mal die neue Schwertkampftechnik aus. Dann heilen wir uns alle nochmal. Und bringt das was? Nicht so wirklich, nee. Markus, du klaust auf jeden Fall freilich hier schön weiter. Könnte sein, dass durch den Bosskampf dann die Episode heute 30 Minuten wieder dauert. Weil mit dem Bosskampf mag ich jetzt auch sehr ungern nur Cutter. Diebstahl, Fehlschlag, aber er hat was. Ui, wir ziehen was ab. Teufelskuss. Oh. Der ist vergiftet, der gute Mann. Deswegen brauchen wir Antidot für Markus. Markus klaut. Steiner haut. So, sehr schön. Mitrilgabel geklaut. Stoff dreht sich Quina. Okay, Spinnennetz. Gucken wir noch mal, was
Ja, es ist tatsächlich Basilisk, habe ich jetzt nochmal gesehen. Osalamreif geklaut. Wir wehren erstmal nur ab. Wobei Steiner kann ruhig angreifen. Dann klauen wir nochmal. Eishaar. Okay, glücklicherweise nicht so viel. Und? Ein habe nichts. Super. Da können wir jetzt auch drauf mit allem, was wir haben. Muss ich ja nämlich weiter Gnade vor Recht hier gehen lassen und kann dann hier niedermachen. Teufelskuss. Oh, glücklicherweise verfehlt. Also der Basilisk ist echt schon eklig. So. Okay, sie zieht wenigstens ein kleines bisschen ab. Steiners Gemach ist schon weg wieder. Noch ein Teufelskuss auf Markus und der ist vergiftet. Okay, dann haben wir noch Antidot für dich. Der haut ab. Okay. Doch nicht allzu mutig, nachdem man gesehen hat, dass es nichts werden kann bei uns. Und jetzt sind wir in Alexandria angekommen. Endlich angekommen und so. Das arme Tierchen sieht auch ziemlich erschöpft aus. Ja, armes Tierchen vor allem. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Ort wie den in Alexandria gibt. Ja genau. Was sind wir überhaupt und so? Das wollen wir doch gleich rausfinden. So sieht's aus. Oh, irgendwo ganz unten. Ist das hier wirklich Alexandria und so? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint mir so. Gut, wie geht's hier raus und so? Naja, also, hier. Dummelmaunsprinzessin. Warte doch, Steiner. Ich kenne den Ort hier. Professor Toto hat mir davor erzählt. Den Ort hat der frühere König Alexandrias zum Schutz vor einer Invasion durch ihr feindliches Reich erbaut. Außerdem hat Professor Toto noch erzählt, dass... Prinzessin, wir können das noch in aller Ruhe besprechen. Jede weitere Minute, die wir an einem modrischen Ort wie dem hier verbringen, ist unserer Gesundheit abträglich. Genau, wir müssen uns dummle und so. Ja, wir müssen uns wirklich dummle, damit wir so schnell wie möglich Blank zurückverwandeln können. Steiner, lasst uns gehen. Wupp. Kerl, was hast du geschafft? Ich hab rein gar nichts geschafft. Ich war da der grundlose Arschschuldig, Junge, und so. Soll ich dir das Sklave, Kerl? Nennst du mich einen Lügner oder was? Mischt, weil du so viel rumgebabbelt hast, haben wir noch verpennt abzuhauen und so. Hör euch, sag ich. Welch prachtvoller Anblick, sag ich. Son? Ich bin's, Hauptmann Steiner von der Blut und Trupp. Mir ist noch Alexandria zurückgekehrt. Lass sofort das Gitter wieder runter. Das ist leider ganz unmöglich, sag ich. Ganz, ganz unmöglich, sag ich. Son. Ich bin nach Alexandria zurückgekehrt, weil ich mit Mama etwas besprechen will. Hör auf mit deiner dummen Streiche und bring mich sofort zu Mama. Du bring dich sowieso zur Königin Bran, ob du nun was zu beretten hast oder nicht, sag ich. Egal wie, schafft mir sofort gar nicht hier. So haben Königin Brans Befehle gelautet, sag ich. Wie bitte? Wie bitte? Was soll denn das lesen? Tja. Ja. Großartig weiterklicken kann ich hier nicht. Ah ja, okay, gut. Alles klar, dann switchen wir wieder hier zu rüber. Kannst du aufstehen, Freya? Ja, geht's bestens. Übernimm dich nicht. Vivi, wie sieht's bei dir aus? Ich bin okay. Tja, was machen wir dann jetzt? Die Jungs hat sie mal noch Clara. Verfolgen wir sie? Was geht's denn noch zu überlegen? Ich brech unverzüglich noch Clara auf. Ich hab gewusst, dass du sowas sagst. Vivi, bist du da dabei? Allein Clara erfahren wir vielleicht das Geheimnis und der Schwarzmagier, oder? Na, wenn wir Bran und dem Kutscher auf der Spur bleiben, dann wissen wir bestimmt auch bald was über die Schwarzmagier. Dann komme ich auch mit. Clara, schon allein der Name klingt lecker, das wird ein Festschmausen. Übrigens, wie geht's wohl Lilly? Lilly? Gesagt, Lilly habe ich nicht vergessen. Bei mir war es allem Anschein noch nicht, aber ganz sicher laufen wir ihr schon bald über den Weg.
Allerhaupt da nichts wie los. Soll sich in der Wüste westlich von Bormezia befinden, aber ob man durch den Sandsturm gelungen ist, einer rief hoch. Bloß kein Pessimismus aufkommen lassen. Wenn wir erstmal durch sind, wird das schon irgendwie. Das ist ein guter Plan, ja, definitiv. Lilly, wo bist du noch hingegangen? Okili-dokili. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier nochmal so eine kleine Anziehparty. Der kann er was Besseres tragen. Federhut, es werde Licht. Kann er durch irgendwas hier, es werde Licht. Gerade mal gucken, da hat er ja alles. Goldschal. Du hast der Korallering tatsächlich das Beste, was er tragen kann. Du lernt er noch Dann noch kann er hier Exorzismus lernen. Für den Hut könnten wir es werde Licht noch auf uns nehmen. Oder wir machen hier Stirnband. So, dann Vivi. Der lernt noch kräftig. Vom Feuerstock kann er Feuer und Schlaf lernen und vom Donnerstock Blitzra und Gift. Statt Filzhut kriegt er Stirnband für Insomnia. Statt Kristallreif kriegt er Osalamreif. Da haut den Lukas, das kann er eh nicht lernen. Aber er ist dann auf jeden Fall gestärkter. So, was Besseres als das Baumwollkleid habe ich für dich leider nicht, kleiner Mann. Aber wir können dir der Bronzeharnisch erstmal erzählen, dass du was lernen kannst. Statt Wüstestiefel gibt's für dich hier Goldschal. Du lernst Autopotion ziemlich schnell. Freya. Die hat eh schon das Bessere. Drachentöter hat sie dort mit. Ja, genau, du lernst sie durch die Babuta. Mithril-Fäustling haben wir nichts Besseres für dich parat. Bronzerüstung lernst du Tontauben durch, kannst du noch das Ding tragen. Du lernst sie gerade HP plus 10. Kannst auch durch die Gemini-Stiefel lernen. Jo, aller kupst wie gedupst. Dann, Moment, der hat noch Katyusha oder so hatten wir doch hier noch, genau. Du kannst Ability up dann noch dazu lernen, wenn sie HP plus 10 gelernt hat. Quina kann statt die Mistgabel die Mithril-Gabel haben. Lernt immer nur Vollmond damit. Statt die Zipfelmütze gibt's für Quina ja, nichts Besseres. Kristallreif aus Salamreif. Ja, kommt darfst auch, aber du lernt Quina schon kräftig Götterspeise. Und du sind wir auch dabei, was zu lernen. Allerhopf. Das sieht gut aus. Das heißt, ich speichere jetzt nochmal hier an der Stelle und mache dann auch gleich meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder, wenn wir auf noch Clara marschieren mit unserer anderen Gruppe hier. Ayan Yankee.